Hallo zusammen, guten Morgen. Ja, nicht mal nur, aber ich glaube, es ist irgendwie so 4:08 oder so. 1. Mai, Tag der Arbeit. Ich habe den ganzen Tag frei, finde ich natürlich super. Und ich möchte die Chance eigentlich nutzen, um euch hier ein neues Video zu präsentieren. Keine Crown News, aber doch wieder mal mein Gesicht in der Kamera. Irgendwie muss ich hier noch so ein bisschen die Einstellungen treffen. Die Sache ist aber die, wieso dass ich hier im Texten bin. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen hier hinten. Ich hoffe, man hört auch meine Stimme. Vielleicht habt ihr im Screenshot gesehen. Dead Island Riptide Unboxing. Sonst verlinke ich sein Video. Am besten unten in der Beschreibung, weil das hier in der Video selber verhänge. Jetzt weiss ich nicht, ob man hier irgendetwas sieht von dem ganzen Klibim, das ich hier aufgestellt habe. Achtung, Profi-Kameraführung. So, ich muss noch ein bisschen mehr Licht machen vielleicht. Ja, ich hoffe, es bringt etwas. Also, schaut. Jetzt ist das folgendermaßen. Jetzt haben wir hier eigentlich zweimal die Zombie-Bait-Edition. Und das ist noch lustig. Der Screech hat ja auch schon darauf hingewiesen, es ist eigentlich noch leid, die ganzen pubertierenden Bübli, die dann wegen den Boobs durchdrehen. Aber es ist auch eine Frechheit, wie Boobs eigentlich hier ins Zentrum gerückt werden. Und wenn man dann eine Figur rausnimmt, sind sie eigentlich gar nicht mehr so herausragend, um es mal so zu sagen. Ja, und jetzt ist das folgendermaßen, jetzt ist eben hier eigentlich nochmal genau das Gleiche drin. Und die Situation hat sich durch das ergeben, dass ich irgendwie vor längerer Zeit mal schon etwas bei Amazon bestellt habe. Weil es hat ganz am Anfang geheißen, dass die vielleicht nur sehr limitiert wird, verfügbar sind. Und dann habe ich das ehrlich gesagt wirklich verhängt und habe es bei Alcom auch noch bestellt. Und jetzt ist der Pöstler gestern mit 2 Päckchen heimgekommen. Darum ist es jetzt eigentlich so, eins von denen gebe ich gerne weiter. Ja, mittlerweile habe ich auch keine Blasse mehr, wenn ich jemanden so auslöse. Jetzt habe ich die Webseite gemacht, die Freundin hat jemanden ausgewählt. Die letzten paar Gamescodes habe ich einfach so ein bisschen, ja, die beste Aussage, den besten Kommentar für mich. Und jetzt hier bei Zombie weiss ich halt auch nicht genau. Machen wir noch ein kleines Geschichtchen daraus. Sieht man mich so ein bisschen besser. Und zwar ist das Geschichtchen eigentlich folgendermaßen. Es soll ja nicht irgendwie 3 Comments lang sein, was ihr schreibt. Aber wenn ihr jetzt eine Zombie-Apokalypse erlebt, was würdet ihr als erstes machen? Und ihr könnt eine witzige, eine krasse, eine spektakuläre Antwort geben. Ich wähle eine von denen auswählen. Jetzt, was mir auch noch wichtig ist, wenn jemand das gewinnt. Moment schnell. Jetzt habe ich die Verpackung weggenommen. Er sollte doch bitte schön auch eine Xbox 360 haben, weil sonst wird er an dieser Figur nur optisch Freude haben und das Game kann er dann nicht spielen. Und es sollte vielleicht auch jemand sein, der den ersten Teil nicht gespielt haben, aber du solltest auch mal doch ein Interesse an First-Person-Zombie-Schlitzer-Games haben oder so, weil ich finde, es ist immer ein bisschen schade, wenn es dann ein paar Leute haben, die wirklich ums Verrecken Zombie-Freak sind und unbedingt die Zombie-Bait-Edition möchten. Und er ist halt jemand kreativ, der schnell einen geistigen Guss hat, schnell den Comment reinhält. Und ja, ich weiss nicht, es geht auch nicht darum, dass die Person das nicht verdient hat, den zu gewinnen oder die Special Edition. Aber ich möchte es halt jemandem geben, der wirklich angefressen ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Genießt euch 1. Mai. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen frei. Ich bin aber nicht einmal sicher, wie das in der Schweiz geregelt ist. Auf jeden Fall 2-mal Zombie-Bait Edition. Eine möchte ich gerne verschenken. Schreibt mir in die Kommentare, was würdet ihr bei Zombie-Apokalypse als erstes machen. Merci vielmals, schön zusammen. Hey, was ich voll vergessen habe, das Game ist ab 18, Gewinnspiel auch. Weil ich will keinen Stress mit irgendwelchen Eltern oder so, also nur 18 plus Leute dürfen hier mitspielen. Tut mir leid um die Jüngeren, die werden sicher auch wieder mal etwas gewinnen können. Also, bin fertig, tschüss zusammen.